Und die Dynamik, die Zusammenarbeit mit so A&Rs kann auch sehr kompliziert werden, weil ihr auch ein bisschen verstehen oder solltet verstehen, dass wenn ihr jetzt jemand wäret, der da zuschaut und Interesse hat, eines Tages vielleicht mit einem Label etwas zusammenzuschaffen oder irgendeine Partnerschaft einzugehen oder halt eben sich signen zu lassen, weil man jetzt das Gefühl hat, das ist der Weg, wie man es irgendwie schaffen tut, solltet ihr einfach verstehen, dass die A&Rs eben erstens einmal von den Labels gezahlt werden. Sprich, wenn es hart auf hart kommt und ich weiss, da schauen halt teilweise auch A&R-Leute zu. Ist jetzt auch kein Geheimnis, wenn man ein bisschen die Followerbasis vom Collab-Channel anschaut, dass da gewisse A&Rs zuschauen. Ich habe auch schon mit sehr vielen A&Rs zu tun gehabt, persönlich. Und ich will auch niemandem vor den Kopf treten oder stoßen. Aber es ist wichtig, ihr als Musikschaffende vor allem, dass ihr die Dynamiken versteht, weil halt sehr wenig über das geredet wird, offen und ehrlich. Wenn ich die so verstehe, in erster Linie, die Labels werden von den Die A&Rs werden von den Labels gezahlt, wo sie angestellt sind. Es wirkt halt teilweise so ein bisschen eher freier, also dass die A&Rs, die werden halt eher so ein bisschen erzogen, die meisten von denen, dass sie auf deiner Seite sollen sein. Aber einfach, dass ihr euch vorstellt, wenn es hart auf hart kommt, sind die Label A&Rs, ich rede da jetzt nicht von freischaffenden A&Rs, die irgendwie sich in den Bio A&Rs schimpfen und einfach so draussen Künstler vermitteln an Labels, sondern Leute von Labels, die dich hätten unter Vertrag noch oder vielleicht schon unter Vertrag haben, müsst ihr halt verstehen, dass die A&Rs von diesen Labels gezahlt werden. Sprich, wenn es hart auf hart kommt, dann sind sie auf der Seite vom Label und nicht auf deiner Seite. Weil es hat historisch gezeigt in ganz vielen Stories und ihr werdet vielleicht aber auch nicht, auch noch gewisse Erfahrungen machen, dass dann schnell eine Situation kann entstehen, wo dieses Wort als gesignter Künstler oder Künstlerin gegen das Wort steht von dem A&R oder von der A&R-Frau oder von dem Mann, der dich dann halt gesigned hat oder unter Vertrag genommen.